Ekran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik ga hier vandaag met mij Jake Friese. Eerste maal, niet zo Jake? Sí. So, ik vrij me zeer dat ik die ga kunnen kennenleren en te zijn wat God in die leven gedaan heeft. En ik geloof vele van die wat hier toekijken worden ook geïnteresseerd zijn. Een beetje in die leven dependent te checken. En even ik, nu hier ook wie los aanvangen dan, vertelde ze nog zaken waar ik nog niemand van die hier had. So, ik zie zelfs sehr nieuwsgierig, wo van jou aankomen. So, wo bist je opgewassen, Jake? Geboren ben ik hier in Bolivien. En ik lijk zie 2 jaar, aan mijn 2 week zijn ik gewassen als mijn ouders in Mexico gevaren. Dan zijn ik opgewassen bij 5 jaar, en toen bij 3. Waardoor tussen mijn ouders nog naar Canada varen, maar daar weet ik niet hoe lang we in Canada was. Maar... So, 5 jaar kom je dan 3? Ja, ik was 5 jaar als we hier in Bolivien aankwamen. En vandaan ben je dan immer hier was? No. Bis dan was ik 16 jaar. Als ik 16 jaar was, dan voor mijn ma waren we in Mexico. Okay. En dan voor we van doen in Canada, dan kwamen we weer terug. Oké, dan voor hoe lang wie dat ongeveer? We kregen een jaar, dat 12 deel was een jaar. Dat je deze reis gemerkt dus dat had, oké. Ja. So, wat passiert, oder wo wir die kindheid, wo wir dat so ongeveer? Ik geloof mijn kindheid weer zeer schijn. Ging zeer schijn, ik had zeer veel energie. Met mijn leven bekijk ik. Weer een jong wat zeer veel energie had. En verstemd wie we niet helemaal smak als kinderen. Maar wenn je nu denken dat we gaan dan zeer die diversiteit als we klein waren. Wat auf jaar wordt dat. Über den zwak weer. Wat passiert dan? Dan dan starb mijn vader. Oké. En van toen weer dan weer dat leven ganz veranderd. Wo en wat starb zijn vader? Der had einmal nerventrouble. Dus der had einmal naanden. En de duurde sinds andere maanden dat de dokter. En hem had zich dan hier dat dus een smarst. En mijn vader had zich dat leven genomen. Wow. Wow. Wo speelt sich dat als een halfjaarse kind oder jong te hieren dat pa heeft zich dat leven genomen? Voor ons weer was wat zeer zwaar. We hadden een zeer fijne vader. En we kunnen immer het recht op de schoot zetten. Ging was waarlijk zijn. Die had immer Spaß met ons sfeer. En iemand zei, we hadden een waarlijk een fijne vader. En toen ging je als de dood weer, als van de oudste dag had het niet 21 jaar. En ik bouw me van jou nog krijg ze 6 jaar samen. En ik leid dat gouden wat mijn vader deed voor een kind, ik leid dat voor jou man niet. So, das spielt sich wahrscheinlich nicht sehr fein, diesen Vater auf seine Weise zu verlieren. Dat speelt ik zeer dan, wings alle maanden die vrienden op zijn ze wel verdampt, die weer verloren. En voor hem weer dat wat groot is. Hem dat het zo mooi. En waarlijk het de mensen die alle maanden zeggen dat die vader heeft zich dat leven genomen. Van toen vond dat te komen wat die mensen ans dat einfach zijn. Manche ken je en alle wegen weer dat al. Wat mijn vader zich dat leven genomen had. En van toen ging we dan onder de feiten. En einer freut zich immer een beetje. We zijn ook maar van die wat zich dat leven nemen en zo weer. Was waren dat mensen die zeiden, die moest ook? Ja, bij dat kwam wat door wat ik dat zelfs einfach, ik geloof dat einfach wat ik dat voer. Wegens zoveel zware dingen als in een leven aangegaan. En het grote van dat vele vrienden wat mijn vader had, zeker schrater waren de zin dat ik leek krijg mijn vader. En dat me ook dat nog veel dollar geloven wat ik kijk in waar ik moet gaan wat mijn vader wordt. Wauw. Wo wir dat nu als een halfwezenkind op te wassen en wo had je rief, oder wie oom wo wir dat?
No, meine Mama war sehr arm. Wir müssen schaffen, ich kann nicht mal beinahe, wir können nicht mal meine Schuljahre gehen, wir müssen arbeiten für das Leben. Ich will, glaube ich, ich will aufgehört, als wir anfangen mal zu führen. Weil mein Vater war ein paar Monate tot und dann müssen wir anfangen mal zu führen für uns Leben. Und du kannst nicht fertig die Schule merken. No, beinahe, in Wahrheit würde ich jemanden sagen, mein Freitag, was ich nicht darf. Ich ging nicht für eine Schule. Okay. Ja, aber ich würde mir so viel gut gewesen, was ich dort nicht habe. Ich kann den Kissen nicht, das Einzige, was ich fern kann, das wir lesen. Aber ich kann nicht was auswendig. So, du vertellst mir irgendwas, dass die Haare nu nicht Geld und dann fallen jemand auch einmal, würde ich sagen, vielleicht nicht reich behandelt, wenn es nu hat die Geldmänner und die checkte, dass die sollen zu eten haben oder dass die sollen fair wegkommen. Du vertellst mir mal einmal, dass irgendein Onkel oder was der hat, glaube ich, oder irgendeine Person, der hat mal Geld geschickt von anderen Land nach dat je kunnen wat Geld lässt und wo die Menschen darauf checkten, dass die das nicht sollen, wo wir die Geschichte kriegen. Ja, wie meine Mama so, da hat je niemals nicht, was wir wirklich rief hatten. In einem Restaurant fahren, eten, so, das hat je mal nicht. Besonders in der Wirt früh, da wird sehr abgekickt. Mein Onkel, der schenkt mal Geld. Ich weiß nicht wofür. Aber einfach, dass wir meine Mama und Bruder. Plus einfach, was meine Mama mal können mit der Familie vor im Restaurant, sich mal was shoppen und einfach mal einen Schein gehen haben, so. Man fühlt sich, dass die können mal was anderes. Für uns wird das einmal ab hier. Wir bis was ganz nicht. Weil wir haben ja das Eier getan, als mein Papa lebt. Wir ja das ganz was anderes. Aber Leute, als meine Papa nicht mehr lebt, dann wir einfach bloß durchgestellt in den Menschen, die kicken alle ab uns. Und wenn wir was deuten, dass wir nicht wirklich reichen. Weil sagen, einer kann nicht reichen. Und was passiert, dass sie dann in einem Restaurant führen? Ich glaube, meine Mama hat gleich auch gewusst, was die Menschen sagen, kicken deuten. Für uns wird jeder was fremd. Wir müssen wie Restaurant vorbeifahren. Und dann müssen ich und mein Bruder, ich habe einen Bruder, der alles sagt, wir müssen das dann gut kaufen. Und dann hat dort zu haben, genau, kriegt meine Mama ihr Goldmann, hat das gesehen. Den nächsten Tag wieder was tun. Kriegt meine Mama die Grenze für das, was sie getan hat. So, deine Kindheit, wie ist es das? Du wirst viel Not, viel Armut, viel an den Vorderstoff, du hast viel auf dein Leben gesagt. Was sind die Fehler, die Abstand lernen? Ich würde sagen, de eerste 4 maanden wat die mal gemerkt werd, dat wir Doof Kloesen en Hans Friesen, mijn onkel, wir beide meine Onkels. En ik moet zeggen, Doof Kloesen en Hans Friesen, wir beide Onkels, wat ik zei, gleichen tijd. En denk ik nog. En bij Hans Fries zei ik dan einmal schaffen. Aber Hans Fries, die wir, ik weet het niet nee, als sie dann noch worden zijn uit uitgesloten was, aber verstemd. Wegen der Deuten dann haben ja eine Bibelstellen und die fuhren Abversammlung. Und ich glaube, wir einfach, wo die Kleinmeiter dann anfangen und du wie wieder einen Mark. Und dann fangen die Menschen an zu kicken und sehen, dass wir nicht gut, was Hans Friesen, wo die 4 Monate sind über uns gewesen, die nicht wieder auf Knie bleiben. Und meine Mama merkt das ein Stück mit, aber die bij ons mensen vorig waar dat eten afgesneden en zo, waar dat staat. En dan ging die best wel ganz tegen de knieën en dan waren er frisch 4 maanden gemerkt en vandoor würde ich sagen, verändert mein Leben noch ganz. Was passiert dann? Diese Menschen wurden dann gewählt worden. Ich will nicht wel noemen zijn, aber dat wir einfach Männer, die bloß ab uns kicken, und bloß nach alle Fehler kicken. Und dann kann nicht mehr erreicht werden. Und das muss mich sehr verbessern und sehr bei sein zu werden. Bis ich eine Aufdauer ab oder eine, der würde ich was sagen.
So, hat je einfach Gedanken, wo die Menschen küsst, irgendwas zu sagen? Ja, weil reich mir können ja sowieso nicht. Und verbessert wir einer ganz. Und Kern können einer nervös werden. Und dann deuten wir einfach, wie even uit wat immer wir können. Dem einfach dat Leben noch. Doch weil ich glaube, was passiert, dass ich glaube, wir Sachen eine Anerkennung und wir Sachen da eine Rechte stehen. So, mit wie vielen Jahren fängst du dann an, abzugehen? 15 Jahre. Und du passiert dann nicht so eine gute Dinge? Nicht gut. Dass wir fangen am Fuß an. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich dass wir meist kriegt zu Weihnachten. Dass ich dann anfangen kann weiterzugehen, ans Ovis. Und dass das dann erst in der Knie, damit je einer Jahr haben und einer wollen gerade jung sein. Und dann wird das erste Mal, wo ich mich dann habe, paar Sachen keiner gestohlen von meiner Mama. Wow. Dort die Kuss, alle Sachen. Ja. So, wie war ich hier einmal warten? Wir waren noch ein zweites Programm, Jacke. Waren dann nicht ein bisschen Leute für dann. Was dann abgegangen soll, so ungewohnt ist. So, wie war ich hier geblieben, dass du keine Einstellung hast? Die Leben ist aber nicht durchgeblieben, nicht so? No. Von daher hast du Jesus. Und wenn wir vielleicht, wenn du die Verstelle hast, du hast vielleicht ein anderes Wesen Kind, was hier nicht auch gesagt hat, ein Taucherke, der ein verbreitetes Leben. Was musst du diese Person von dir sagen wollen? Ik heb een grote medleid, een grote jongen gehad, die was in de Kenia stad. En ik wil even today zeggen, ik heb gehad verloren en wie hebben dat is het einzige wat ik sterk gemerkt heb. Ik heb mensen, besonders in de Kenia, op in de Kenia wat ze zeggen, gekeken. En die kan niemand wat recht merken. Ik wil even die toedoen wat ze willen. Ihre Mama und ihre Städten. Und ihre Mama gehorchen wegen für die Mama, als das sehr schwer. Und ich kann bis von der Erfahrung vertrauen von meiner Mama. Die wird das nicht leicht. Die sagt gleich, was alles passieren wird. Und sie können selbst nicht, sie können nicht mal wirklich anspelieren. Wenn sie nicht, einfach nicht erreichen oder Ja. Wow, vielen Dank schön, Jake, für das Zeugnis mitzuteilen. Ich kann mir das nicht vorstellen, was das ist, aber ich möchte alle Tage hier auch sagen, wenn du dich was schwerer hast, dass es nicht dasselbe ist, was Jake der gemerkt hat, oder nicht, das merke ich und don't. Aber wenn du was sehr schwerer in deiner Kindheit der gemerkt hast, musst du das nächste Programm hören, du hast hier, du hast Hoffnung, du hast Licht, wir brauchen nicht im Dunkeln bleiben, wir brauchen nicht in unseren Gral, in unseren Dal bleiben, wir können Vergebung finden für all das, was uns erreicht und getan worden ist. En dit programma met. Dat dit programma veel mensen kennen. Dat nächste wat in die voet hängen het worden merken. En mocht die Gott sehen wensen en bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.